Und noch einmal zu Ihrer Information, den Vorsitz unserer Stammbuchjury hat Sabine Schwacher. Sie wird tatkräftig unterstützt von ihren Jurymitgliedern Jan Hellings und Manuel Hasseling. Der Herr, der hier den ganzen Tag moderiert, ist Bert de Reuter, den wir vorhin auch schon mit einem Zierteller und einem Ehrenmoment ausgestattet haben. Die Damen, die Sie gelegentlich in friesischer Tracht auf der Bahn sehen, sind unsere Lindendamen, Froni von Asma van der Tol, Diana Heusmer-Lantinga, Rita Reijenga, Wilma Reijenga und Annemarie Schrüre-Reijenga. Weiß leider nicht, wer wann auf der Bahn steht, aber das sind die 5 Damen in Tracht. Außerdem sehen Sie hier regelmäßig andere Herren und eine Dame in Blau mit Melonenhüten. Das sind unsere sogenannten Ringmeister, Rein Hettinger, Pieter Landheer, Harm van der Meulen, Johann Hilkema und Jacobo van der Graaf, die dafür sorgen, dass das richtige Tier zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz erscheint. Met trots ondersteunen we dit nachtevenement uiteraard hopen dat we in de lengte van het jaar met de Nacht der Zwarte Baan hoog aanschouwen. Die Rubrik Nummer 8 wird Ihnen präsentiert und gesponsert von der Gemeinde Leeuwarden, die sehr begeistert ist und stolz, nach wie vor Teil dieser Organisation und dieses Events sein zu können, um dafür zu sorgen, dass die schwarzen Perlen Frieslands so ins Licht gerückt werden, wie sich das gehört. Wir sehen hier Nisse 544 AAA auf der Bahn, 6 Jahre jung, gezüchtet von R&J Tjatsma in Drochaham, im Besitz von Tedeboer in Sint Johannesra und El Postma aus Bornsbach. Hengst steht im Stall van de Kaldik in Sint Johannesra, ein Sohn von Oma 493 und einer Kronsportpräferenten, Leistungsstute von Farbe 348, außerdem Modellpräferenten Leistungsstute von Farbe 348 im Stammbaum vertreten. Das steht bei mir in den Notizen auch wieder falsch. Die Dolmetscherin entschuldigt sich. Omar 493 ist der Vater. Der Großvater mütterlicherseits ist Farbe 348 und wir haben außerdem noch Feize 293, der im Stammbaum vertreten ist. Der Hengst kommt aus dem Stamm Nummer 50, ist seit 2024 zugelassen. Nisse 544 hat überzeugt und seine Zulassung letztes Jahr bekommen, 2024, und auch ein Triple-A-Resultat im Gespann und im Showfahren mitnehmen können. Er kommt aus einer Stutenlinie, von der viele träumen, mit einer Ausführungen in seinen Bewegungen, von denen auch viele nur hoffen können oder wünschen können, die sich viele wünschen. Als Sohn der sehr ausdauernden Els FT, einer Kronsport-Präferentenleistungs-Triple-A-Stute, ist er ein Pferd, die auch noch das Pferd des Jahres war, kommt er natürlich aus einer sehr guten Linie. Neben der Tatsache, dass er ein zugelassener Stammbuchhengst ist, hat sie selber auch noch Sport- und Zweisport-Elite-Nachkommen und ist die Urgroßmutter von KFPS Stammbuchhengst Kanne 534. In seinem Prüfungsbericht steht, Nisse 544 ist ein Hengst mit viel Einstellung. Er ist bereit zu arbeiten und verfügt über gute Gangarten. In allen 3 Disziplinen erreicht er das, was ein Pferd zu einem Allround-Sportpferd macht. Er kommt dabei aus einer sehr zuchtsicheren, prädikatereichen Mutterlinie mit vielen Sportnachkommen. Dieses Jahr werden seine ersten Fohlen geboren und danach werden wir natürlich darauf warten, wie sie sich in den Körungsringen schlagen. Wir sehen Nisse 544. Das war Nisse 444. Wir sind natürlich interessiert, wie sich diese Hengste in den letzten 12 Monaten entwickelt haben. Und wir machen weiter mit dem Pferd Pelle 545, ebenfalls ein Triple-A-Hengst
5 Jahre jung, gezüchtet von M.H. Lohmann in Zwichelte und im Besitz der Gebrüder von Mahnen in Ede sowie M.H. Lohmann aus Zwichelte. Steht auf der Hengststation von Mahnen in Ede, ist ein Sohn von Mathies 504 und der Sternsportpräferenten Leistungs-AAA-Stute von Maiko 373, außerdem Sternstute aus Uche 267 vertreten im Stammbaum, kommt aus dem Stamm 8 in der L1 Dressurklasse tätig und in dieser Runde der Stammbuchhengsten, die seit 2024 zugelassen sind, sind eigentlich alle ausgestattet mit sehr beeindruckenden Stammbäumen. Das gilt aber natürlich auch dann für Pelle 545. Das ist der erste Sohn von Mathies 504. Seine Mutter ist die Kronjuwel-Stute Lopke van Lansing, Steher-Sportpräferentin und eine Leistungsstute mit AAA. Die Halbschwester von Pelle 545 ist die Modellstute Wiep van Lansing, Modellsportpräferenten Leistungs-AAA-Stute ihres Zeichens. In der zentralen Untersuchung hat Pelle für alle seine Prüfungen, hat er für seine Showfahrprüfung 93 Punkte erhalten. In seinem Beurteilungsbericht wird Pelle wie folgt umschrieben. Er ist ein Allround-Hengst mit 3 korrekten Basisgangarten, ein Hengst, der im Trab und vor allem im Galopp sehr viel Gleichgewicht und Souplesse oder Leichtigkeit zeigt. Pelle 545 arbeitet einfach und scheint nie Probleme zu haben, das zu tun, was von ihm erwartet wird oder gefragt wird. Sowohl, wenn er vor einer Kutsche steht, als auch unter dem Sattel. Wir sehen Pelle 545. Prestatie van een Pelle 545. Das war Pelle 545 und wir sehen Rütra 546 jetzt die Bahn betreten. Ein AAA-Hengst, 5 Jahre jung, gezüchtet und im Besitz von Hadeboer in Sint-Johannes-Ra, steht im Stall von de Kadik, auch in Sint-Johannes-Ra, ein Sohn von Auert 514, aus einer Kronsportpräferenten Stute von Maurits 437, auch eine Sportpräferentin A-Stute von Erik 351 vertreten im Stammbaum aus dem Stamm 201. Seit 2024 zugelassen, reitet in der L2 Dressurklasse und ist ein Sohn von Auert 514, der mittlerweile seine Zulassung hat.
Er kommt aus einem echten Van de Cadijk Stammbaum. Dana van der Cadijk ist eine Kronsport-Präferentin A-Stute. Ihre ersten 5 Nachkommen sind als Stern ausgezeichnet worden. Rüttra hat in der zentralen Untersuchung mit viel Erfolg abgeschnitten und vor allem eine Veranlagung für die Kutschfahrt gezeigt. Der Hengst hat einen starken und raumgreifenden Schritt und zeigt darin viel Körpereinsatz. Er hat außerdem während seiner Zeit in Exlo sehr viel Fortschritt gezeigt, in allen seinen Übungen und Prüfungen. Seine erste Decksaison war dann auch sehr erfolgreich und das den Satz beginnt die Dolmetscherin nochmal, Entschuldigung. Seine erste Decksaison war auch sehr erfolgreich und das bedeutet, dass wir demnächst im Laufe dieses Jahres wahnsinnig viele Rüttre-Fohlen begrüßen dürfen. Wir sehen Rüttre 546. Rutger 546, de Pol A. Het is dat onderstreept, maar weer zo knap werk voor de voorwerkers, aanjagers. Hier is het extra pauze, 7 minuten. Ja, Vorfälle wie der da eben lassen uns natürlich auch nochmal darauf aufmerksam werden, dass die Arbeit der Vorbringer hier wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Dafür danken wir für den Applaus. Wir sahen Rüttra 546. Wir sind angekommen beim letzten dieser Gruppe, Siebren 547. 5 Jahre jung, Triple A, Hengst, gezüchtet von J.H. Schwarz in der Westeren und im Besitz von eben dem und außerdem die Schalderdon in Jorwert, wo der Hengst auch steht. Ein Sohn von Jure 495 und einer Sport-Doppel-A-Stute aus Alke 468. Außerdem die Modell-Sport-Doppel-A-Stute von Sölzen 420 vertreten. Ein Hengst aus dem Stamm 5-0. Seit 2024 zugelassen. Siebren hat sein Triple-A-Prädikat erhalten und ist der zweite Sohn vom 5-fachen HK-Meister, Hengst-Körungsmeister Jure 495.
der zugelassen worden ist. Er hat in allen 3 Disziplinen ein Triple-A-Score erhalten. Und Sybren ist ein richtiger Allrounder, der 3 korrekte Basisgangarten hat, wie auch in seinem Beurteilungsbericht zu lesen ist. Ein Hengst, der im Trab und im Galopp sehr viel Gleichgewicht und sehr viel Leichtigkeit zeigt und auch noch Spaß hat an der Arbeit, sowohl unter dem Sattel als auch vor der Kutsche. Seine Mutter ist die 9-jährige Sternstute Bente PW und stammt aus dem Stamm 50. Bente PW kommt von einer Dörzen 420-Tochter Annette Vonne Hamsterheide, die im Modellsport Doppel-A-Stute ist und neben ihrem Modellprädikat auch noch ein Sportprädikat einheimsen hat können in der Dressur. Annette ist die Z2-Dressur gelaufen und hat danach auch noch in der limitierten Showfahrklasse ihre Sporen verdienen können. Dieses Jahr wird Sybren zum ersten Mal Vater werden. Wir sehen Sybren 547. We zien nog een keer Sybren 547 Triple-A. Da sehen wir ihn noch einmal, Sybren 547. Koopmans macht wieder schöne Musik für uns, während die jungen Hengste die Bahn wieder betreten. Wunderschön natürlich, wieder diese Hengste auf der Bahn zu sehen, auf der Hengstkörung 2026. Angeboten und präsentiert wird Ihnen diese Kategorie, diese Rubrik von der Gemeinde, von der Stadt Leeuwarden, die stolz darauf ist, die schwarzen Perlen Frieslands für Sie mit möglich zu machen.
Der letzte kritische Blick der Jury, Sabine Swacha, Jan Hellings und Manuel Gasseling, inspizieren die jungen Hengste, die seit 2024 ihre Zuchtzulassung haben und die natürlich den ganzen Tag schon hier stehen. Sabine Swacha, Jan Hellings und Manuel Gasseling sind die Stammbuchhengsten-Jury. Und Sie sehen an den Ein- und Ausgängen die Kollegen Ringmeister Rein Hettinga, Pieter Landheer, Harm van der Meulen, Johan Hielkema und Jacobe van der Graaf. Das sind die Damen und die Herren, die hier dafür sorgen, dass alle Pferde zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, dass wir nicht in Zeitverzug geraten und zusammenarbeiten mit den Vorbringern, um dieses Event hier für uns möglich zu machen und dafür zu sorgen, dass wir nicht bis Sonntag hier sind. Auch bei denen bedanken wir uns natürlich. Die Kollegen haben auch ein sehr langes Wochenende hinter sich, weil sie teilweise auch bei Itzinder von Harich abends bis 10:30 noch geringmeistert haben. Die sind auch wirklich begeistert und haben sehr viel Leidenschaft fürs Friesenpferd, wie die meisten Leute, die an der Organisation dieses Events mitarbeiten. Aber wie gesagt, Rein Hettinga, Pieter Landheer, Harm van der Meulen, Johan Hielkema und Jacobe van der Graaf dafür verantwortlich, dass wir hier wissen, wen wir wann wo sehen. Die Stadt Leeuwarden präsentiert Ihnen diese Kategorie 5 und Pelle 5-4-5 auf der Spitzenposition. Dann Rüttre 5-4-6, Nisse 5-4-4 und Siebren 5-4-7. Die Pferde werden aufgestellt, meine Damen und Herren. Und dann steht Sabine schon wieder startklar, um uns ihre Meinung mitzuteilen zu diesen Pferden, während wir auch sehen, dass unsere Lindendamen und unsere Vorstandsvertreter des KfPS und des Jung KfPS auch an der Bahn stehen. Danke, Bert. Das zweite Mal für diese 4, dass sie hier vor der Stammbuchkommission stehen. Und es ist immer schön zu sehen, ob die Pferde sich gut weiterentwickelt haben im Laufe der Zeit. Und Pelle hat das sicherlich getan. Er hat sich gut weiterentwickelt. Ein sehr aufwärts gebauter Hengst mit einer starken Oberlinie. Also ein sehr schönes Beinwerk auch im Schritt. Sehr anschlüssig. Im Trab hat er am Anfang etwas Probleme, in den Rhythmus zu kommen, ein wenig straff oben in der Oberlinie. Da würden wir gerne etwas mehr Leichtigkeit sehen und dieses korrekte Exterieur etwas besser umsetzt in durchgehend flüssige Bewegung. Aber ein sehr schöner erster Platz für Pelle 5-4-5. Auf dem zweiten Platz haben wir Rütger 5-4-6. Ein sehr rassiger Hengst, bei dem wir uns immer etwas royalere Linien wünschen. Also super hartes Beinwerk, guter Einsatz der Beine. Wir hätten etwas mehr Verbindung uns gewünscht im Trab, aber Rütger 5-4-6 auf einem guten zweiten Platz. Dann kommen wir zu Nisse 5-4-4. Ein sehr rasstypischer Hengst mit viel Behang. Vielleicht nicht ganz so jugendhaft, wie wir uns das heute gewünscht hätten. Ein Hengst, der ein ausreichend qualitatives Beinwerk hat, der im Schritt ausreichend ist und im Trab ein großartiges Vorderbein hat. Nisse 5-4-4.
Und dann kommen wir zum schönen Sibren 547. Ein sehr langleiniger Hals, ein etwas vorwärts gebauter Hengst, hat eine starke Oberlinie. Ein Hengst, der noch nicht ganz überzeugend ist im Schritt, aber einen guten Trab gezeigt hat. Sibren 547. Und wir nehmen wieder die ersten beiden mit für die Meisterschaft der jungen Hengste. Das sind also Pelle 545 und Rütger 546. Dank auch dem Ratsmitglied der Gemeinde Leeuwarden, das sich hier angeschlossen hat, um bei uns die Huldigungen und die Glückwünsche auch zu überbringen. Wir freuen uns, dass wir Pelle und Rütger später zur Meisterschaft wiedersehen und verabschieden uns von Nüsse 544 und Sibren 547. Leeuwarden, machen Sie ruhig noch mal so ein bisschen Radau.